Shalom Aleichem. Heint will mir der Monen dem bewussten idischen Troubadour Mordche gebürtig, von der Reim Mordche Bertig. Ist geboren geworden dem 4. Mai 1877 in Kroke, in der Stub von einem armen Kleinhändler. Bis 10 Jahre gegangen in Cheder, der noch sich gelernt Stollerei. Von kleinen Reitun hat Mordche herausgewiesen eine Tie zu Musik, Poesie und Theater. Aber sein erst Bücherle von 20 vollstimmliche Lieder ist erschienen erst in die 20er Jahren in Kroke. Bis der Erste Weltmilchume hat gebürtig gedient 5 Jahre in der Österreich-Ungarischen Armee. In den 20er und nun in 30er Jahren hat geschaffen sehr Sachlieder und sein Ruhm ist gestiegen. Besonders populär ist gebürtig geworden nachdem, wie seine 2 Lieder Kinderjahren und Hulet kinderlich seien angenehm geworden in der Operette Die rumänische Chassene, wo es gespielt geworden über der jüdischen Welt. Seine Lieder eben und klingen in die Vorstellungen von den besten jüdischen Theaters in Lodz, Warschau, Wilna. Sie werden gesungen von den beliebtesten jüdischen Akteuren und Singers, wie Muschel Male Pikon, Jossele Kolodny, Chaile Grober und andere. In 1936, zu gebürtigs 30-jährigen Schreiberjubiläum, hat ein Gebürtig-Komitee in Kroke zugegräht dem Dichter Amatune. Seine zweite Liedersammlung, Meine Lieder, wo es sind eingeschlossen geworden über 50 Lieder mit Noten. Noch ein Pogrom in Pschetik in 1938 hat gebürtig geschaffen sein berühmtes Lied Es brennt, wo es hat Nevisch vorausgesucht die unkommende Katastrophe. Wenn es hat ausgebrochen, die Zweite Weltmilchume, ist gebürtig mit seiner Sprüche beim Unib herausgeschickt geworden von Kroke in dem Dorf Lagevniki und im April 1942 sind sie übergeführt geworden in Krokewer Ghetto. Im Juni 1942, wenn die Nazis haben herumgeringelt die Janove Wolle Gas in Ghetto und genommen treiben die Jiden zu den Frachtwaggonen, zu führen sie in Belzec auf Umkum, ist Mordche gebürtig erschossen geworden. Es brennt, Brüder, lach, es brennt, wo unser arm Städtel nebach brennt. Weise Winden mit ihr Gossen reißen, brechen und zerblossen, starker noch die wilde Flammen, als herum schon brennt. Und ihr steht und guckt, als sei sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt, als sei sich unser Städtel brennt. In dem Tag, dem 5. Mai, sind geboren geworden 4 bekannte Persönlichkeiten,
was haben eine Sache beigetragen zur Entwicklung Jiddisch und jiddischer Literatur. Der Romanist Mordechai Spektor, der Philolog Alexander Harkavi, der Verleger Boris Kletskin und der Dichter und Prosaiker Moishe Nader. Aber genau will mir sich aufstellen auf dem Leben und Schaffen von Moishe Nader. Moishe Nader von Reim Itzchak Reis ist geboren geworden in 1885 in dem Galizianer Städtel Naraev. Bei seinen 12-13 Jahren ist sein Vater, ein Lehrer von Deutsch, herausgefahren in Amerika und im Jahr 1898 hat in New York herübergebracht die Mischpuche euch. Da hat sich der junge Nader vernommen mit verschiedenen Beschäftigungen. Gewesen ein Agent in einem Versicherungsgeschäft, ein Fensterputzer und andere Meluches. In 2002 hat debütiert in täglichen Herald mit moiredig schlechte Lieder und nicht kuscheliger Prose, wie allein hat sich der Mund. Später, zusammen mit Jakob Handlern, redaktieren sie dem humoristischen Journal der Jiddischer Gazlen. Eine lange Zeit ist ein Mitarbeiter von der größeren Kundes, wo hat aufgedrückt ein Absteil von seinen Schaffungen. Eine größere Spur haben auf ihm gemacht die Poeten von der Gruppe Junge, Kolle Tepper, Sisho Landoi und andere. Unter seinem Einfluss erscheint in 1915 sein erstes Büchel Wilde Reus, schon unter seinem literarischen Namen Moishe Nader. Zusammen mit Moishe Leib Halpern lässt heraus dem Sammelbuch von Mensch zu Mensch. Eine Zeit später, wenn es hat umgegeben, herauszugehen die kommunistische Zeitung Freiheit, ist geworden in ihr ein Mitarbeiter. Ist getreu die kommunistische Idealen so weit, als im Frühling 1926 lässt sich auf einen Besuch kein Ratenverband, wo wird enthusiastisch aufgenommen. Hat dort gesehen die Neut, Enormkeit von den Massen, aber hat es verämpft damit, als wenn der Kommunismus wird sov siegen, wird das Schlechts verschwinden. Lieder, Humoreskes, Satires, Feuilletonen und Kedäume schreibt Nader als auch Dramas und andere Theaterstücke wie Tragedies von Gornischt, Jesus Echod, Eliyahu Hanuvi und andere. Hat auch geschrieben als auch Theaterrezensions, so scharf und witzig, als seiner jiddischer Theaterverwalter hat ihm nicht herangelassen Theater. Wo steht Nader? Grimiert sich und kommt zu der Vorstellung ein Verstellter. Seine schafferische Arbeit ist breit. Setzt das über von Englisch, Deutsch, Russisch, Mark Twain, Eugene O'Neill, Jerome, Lev Tolstoi und andere. In 1939, wenn Stalin und Hitler haben geschlossen dem Schulemupmach, verlässt Nader die kommunistische Morgenfreiheit, wo hat aufgearbeitet lange Jahre. Lebt stark über den Bruch, tritt scharf und beißig gegen den Miff, wie sein Steiger ist, aber sein Arzt hält nicht aus und in 1943, im Alter von 58 Jahren, ist Moishe Nader gestorben von einem Herzattack in einem Städtel Woodstock.